Welkom to deze laatste klas van Seelische Heilung. We zijn bij de 10e lektion en we willen van jou leren hoe we een gezondet hart, een seelisches hart onderhouden können. Dat is sehr wichtig, wenn wir Dinge durchgehen und gedacht an, so sagt das Hart, was wir verglichen haben mit einem Haus. Wenn wir Hausrennen merken dann, wir gehen jeder Stufe durch, jeder Schulflur, wir merken, dass wir von der Grund rennen, dann können wir nicht bloß am Stuhl sitzen und die Füße hoch und sagen, so, nu habe ich vorig. No, dann müssen wir uns schaffen, dass das nicht so unterhalten wird, dass das wird so bleiben. Dat meinetwegen noch einmal waren hier und da Dinge reinmerken, so dass dann ankommt, dass wegen ein Haus, wo Menschen dann wohnen, dann, dort wird schwierig. Und so, wir müssen das unterhalten. Und das, was wir mit unserer Seele wollen, unser seelisches Hort, das muss unterhalten. Wenn wir leben in einer Welt, wo viel Video immer um uns ist und wir immer in die Gefahr sind, verweigert worden. So, wir müssen das klar haben und wissen, wo wir nicht immer wahr wollen, diese Video nur Gott bringen. Ab Seite 37 in den Buch, du sagst, dass das ganz erste, fing die eine sichere Steher. Das Bild, was ich hier in dem Buch habe, ist von einem Baum. Ich habe eine sehr große Läufe für Bäume. Wenn es ein Baum, der hat die eine Steht, wo die fräven kannst, der hat die eine Steht, wo die am Schatten kannst sein, und die verholen. Und du besiehst hier in Psalm geschrieben, Psalm 91, Vers 1. Und dort nehmen ich krank groß mit dit Bild taub. Wie es Gott sagt, wer am Schatten von den Allmachten sagt, der wird sich fräven. Und das ist für mich bloß ein sehr wundervoller Vers. Der wird sich fräven bei den Allerhöchsten. Ja. Und für mich sind die Nummers besonders wichtig. Psalm 91, Vers 1. Wenn du eine Gefahr bist, dann hast du eine Gelegenheit, diese Nummers zu teilen und den Phone, und dann wirst du Hilfe kriegen. In Kanada steht es, als das all Jahren immer so war, nun habe ich hier in Mexiko auch diese Nummers. Wenn du wo eine Schwierigkeit ist, die du nicht mehr fängst, dann kannst du die Nummer stellen und dann wirst du Hilfe kriegen. Und so wie müssen das auch wissen, dass du Hilfe ist für uns, wenn wir im Trouble sind. Wenn wir sind weitergetan worden, dann können wir ausdrücken nach Gott und er wird du sein für uns. Wir müssen uns eine sichere Stadt sehen, wo wir antreffen können, dass er uns durch die Heilung geben kann, was uns durch fehlen wird. Und du weißt groß, einmal war, wenn ich einen Baum sehe, besonders ein großer Schattenbaum, dann sehe ich eine sichere Stadt. Du kannst dort körperlich tun, physisch tun, dass du jetzt unter einem Baum sitzen und du Gemeinschaft haben mit Gott, oder wenn dort nicht eine Möglichkeit ist, du kannst dort am Gebet tun. Kannst du dir ein Bild merken, dass du unter diesem Baum sitzt und du bist die sicher. Das ist meine sichere Stadt, das Baum. Aber du machst vielleicht was ganz anderes haben. Ich weiß mit einer jungen Mädel, was ich mal reden dort, wir haben gebeten mit ihr und ich sehe zu ihr, was für ein Bild sitzt du, wenn du denkst an eine sichere Stadt? Und dann hat sie ein Bild von hoch auf einem Boy, auf einem steinernen Boy. Sie sagt auf einen Stein, wo sie wach ist von allen Schwierigkeiten in dieser Welt. Sie sagt auf einem hohen Boy. Und so, du in dem Moment, du fühlst sie sich sicher. So, sie nimmt sich einen kleinen Stein und drückt ihn in die Erde ab. Dass sie immer würden denken, wenn sie sich auch sicher fühlt, wird sie an den Stein schieren, den Stein anfuten, und dann du denken, Gott ist mein Stein, Gott ist meine sichere Stadt. So fing eine sichere Stadt für dich, wo du Jesus begegnen wirst, und wo du am anderen kannst, wenn du in einer schwierigen Leben bist. Bleib verbunden mit Gott. Vertraue jeden Tag mit ihm. Du sind welche, wo das vielleicht glatter oder geht, aber nicht dann abhören, mit Gott zu vertrauen. Er will jeden Tag Gemeinschaft haben.
Les sein Wort, fordere die Salz. Jaf die, wat die fehlen dat. En sie auch verbunden mit anderen Menschen. Die fehlt die Stadt von anderen Menschen. Wir worden leicht verwöhnt. Na ist das wichtig, dass wir eine Stadt haben rum uns, dass wir nicht Fußware ganz durchfallen dann. Wir sollen zu Gott reden, aber wir als Menschen sollen noch Gemeinschaft haben, einer mit dem anderen, und uns auch noch mal solche Dinge vertellen, was uns da gut tut. Nummer 5 sagt, wir sollen Ändernissen merken in uns Leben. Hier war ein klein bisschen mehr Zeit anspending von dir. Was von den Ändernissen wir merken sollen. Wenn du schon Hauttrübbel gehabt mit deinem körperlichen Haut und du wirst gedoktert haben, da würde der Doktor dir auch vielleicht eine Liste gegeben haben, von wo du nur das Haut abpassen sollst. Der würde dir vielleicht eine Liste von Eten geben, was du kannst eten und was du nicht kannst eten. Und da würden noch andere Dinge sein, was er vielleicht würde verlangen von dir. Und so Gott verlangt das auch, dass die Ändernissen merken dann für unsere Säule, dass die gesund bleiben. Und some von diesen Dingen wollen vielleicht ein bisschen schwer sein, diese Ändernissen zu merken. Einmal sagen, wenn der Doktor zu dir wird sagen, du sollst du abhören mit Kaffee trinken und du gleich über so Säuerkaffee zu trinken. Da wird eine schwere Ändernis sein, nicht so? Und kriegst du das im Säulischen auch. Ein von den Dingen, was wir besonders ändern müssen, das ist die Person in uns Leben. Die ganze Liste, was du da hast, was du im Gebet nach Gott bringen willst, das sind Personen, die in deinem Leben noch ein Tiet oder andere Tiet sind ein Part von deinem Leben gewesen. Aber die wären nicht so gut für dich. Und so, nu wollen wir mal ein klein bisschen bekicken. Wer sind die Personen, die in deinem Leben sind? Und sind die dort, um die abbauen, oder sind die dort und rieten die rauf? Auf Englisch wird es noch non-toxic people. Menschen, die dieses Jaff kann sein für uns. Das hört sich grülich, nicht so? Dass eine Person kann jaftig sein für uns. Jesus sagt ja doch, wir sollen Menschen leuven. Wir sollen sogar unsere Fienden leuven. Und ich stimme dort mit. Aber lass mich mal so ein Bild merken als das. Hier hast du einen ganz kleinen Kranz. Und dann hast du einen Kranz durchrum. Und dann den nächsten. Und es dort wieder und wieder und wieder. Und diesen ganz kleinsten Kranz, du sollst bloß du und Gott passen. So dich sollen du und Gott sein, dort hier kein anderer Raum hat. So eine nur Gemeinschaft sollen du und Gott haben. Und dann in den nächsten Kranz, du kannst Personen anstellen, die sehr gut sind für dich, die sehr dich an dein Hart sind. Das kann Familie sein, das kann eben Freunde sein, aber Personen, die du so teilen wirst, diese Personen, die bauen mich ab. Die sind sehr gut für mich in meinem Leben. Und dann hast du den dritten Kranz. Nu stellst hier Personen an, wo du ein klein bisschen wieder auf sind von dir, wo du vielleicht nicht so viel Zeit mit spendest als mit dieser oder mit Gott, aber du hast noch einmal Gemeinschaft mit dir. Han war mal dann, falls so, von der jankert man nicht unbedingt mit der Top zu sein, aber du hast dich hier in diesen dritten Kranz. Du kannst 10 verschiedenste Kranzen haben, wo immer viel die fehlen dann, wo die Menschen anstellen das, aber je gerade der Kranz ist, je wieder auf ist der auch. Und je wieder auf der ist, je weniger hast du mit dieser Person zu tun, aber der ist noch in den Kranz bahn. Und ich würde es das sagen, even unser Feind, der kann einen Kranz haben. Das ist vielleicht die ganz bitterste. Wenn jede Person, die wir in einen von diesen Kranz haben, der will wir leben und für den will wir beten. Ich sage nochmal, der Einzige, der nicht an einen von diesen Kranz nankommt, der dort ist bis der Feind selbst, der so tun. Aber kriegen dann, wenn Personen dann so kann wollen tun, wir wollen die leben, wir wollen für die beten, aber wir müssen uns selbst beschützen, dass die nicht zu dich bekommen und uns verjaften dann. In 1. Korinther 15, Vers 33, du redet noch von der, das sagt, lut ihn nicht unschmieren, schlag die Gesellschaft
verdorft, gute Angewohnheiten. Du wirst nu gute Angewohnheiten haben in dein Leben, verdienen soll, um dich beschützen, um dich gesund halten. Und wenn du was schlechte Gesellschaft an diesen Kranzen anlassen, oder an diesen, oder even an diesen, dort wird die zum Schuden dein. Du wirst nu gute Angewohnheiten haben im Leben. Und du sind eine Person, die nicht halten damit, die rieten die Ruf an. Und so dann ist es wichtig, dass wir anderes merken dann. Eine Person, die vielleicht erst so dicht bei gewesen ist, wo wir vielleicht alle Tag mit verteilt haben, der muss wir nu vielleicht dort einen Jan Kranz nennen, wo wir vielleicht einmal im Monat ein kleines bisschen mit dem verteilen dann. Das meint nicht, dass wir die Person hassen, aber wir dann Grenzen sagen. Grenzen rum uns, die sind gesund, wenn wir dort ein Läuf tun, um uns beschützen. Nicht auf dem ungesunden Weg, dass wir in der Lektion euer all lernen deuten. Nicht ungesunde Wege bühen, aber Grenzen sagen. Grenzen können sehr gesund sein. Und so, da die Liste von Menschen, die in deinem Leben sind, muss nur sein, in Ketten, sind die Personen, die mich durchrieten tun, wo ich nu wel dort in Jan Kranz anstellen, wo ich bloß nicht kann so viel mit zu tun haben, als ich euer habe. Dort merkt die nicht eine schlechte Person. Dort merkt die eine Person, die die weise Entscheidungen merken wird, in der Apparatie steht, handstellen. Und weißt du, das kann even Personen sein, die Familie ist, die du mit weniger mit zu tun haben, dass dein Hort kann beschützt sein, und dass kann wieder die Heilung kriegen, was dort fehlen wird. Wir wollen hier nun mal ganz kurz 10 Personen bekicken, was die Personen sind, was einen Charakter haben, was so Jaff kann sein für uns. Was uns Hort bloß beschädigen wird, und es steht dort abbühen. Nummer 1, diese Person dort ist eine Person, die sehr controlling wird. Die wollen an alles Desire haben. Die wollen alles fair sein. Aber nicht bloß in ihr Leben, aber in dein Leben auch. Und ich weiß, dass wir brauchen noch mal Personen, die wollen sind, Kontrolle zu nehmen, dort wo fehlen wird. Aber wenn die das nicht in Läufe tun, und die das immer bloß tun, für ihr eigenes Genossen, und das eine Person ist, was die säuerlich bodern wird, stell den bitte wieder auf und einen anderen Kranz nennen. Nummer 2, wir haben die Person, die leicht missbrauchen wird, auf verschiedenste Wege. Entweder körperlich, wenn du eine Person hast, wenn man sagen, du bist eine Frau und du hast einen Mann, was die verkehlen wird, du musst mit gehandelt. Auf eine Weise oder andere Weise. Du musst mit gehandelt, ich sage auf eine Weise oder andere Weise, no, du sind Wege, wo das jetzt zu tun, dass es ein halb kann sein für arm und ein halb sein für die. Du brauchst nicht in so einem Abuse leben, wo die körperlich verkehlt wird. Oder vielleicht auf einem sexuellen Weg. Oder ein mündlicher Weg. Das sind verschiedenste Wege, wo eine Person ist, die kann abusive sein. Und vielleicht macht diese Person mal für eine Zeit lang in den letzten Kranz gestellt. Und das ich auch sage, das kann even Familie sein. Wenn du, vielleicht hast du eine Schwester, die immer mit ihrer Wehe die nicht merken wird. Und so abusive ist. Stell dir mal in den letzten Kranz, wo du mal nicht so viel mit dir zu tun hast. Das bleibt deine Schwester. Und du kannst ihr leben. Und du kannst vielleicht hier und da ein klein bisschen Gemeinschaft haben mit ihr, aber halt den Schutz tun hier. Okay? Das sind Personen, die dort an Heilung fehlen wird von Gott. Und wenn sie nicht nur Gott gehen für diese Heilung, dann wollen sie immer so abusive bleiben als das. Nummer 3 haben wir die Person, die immer so leicht ehrlich ist. Du gehst all sozusagen ab Teus herum, das ist ein bisschen eine Baum, die man ins Hostig abdevern wird, und du musst all so abpassen, dass du die nicht weiter aneuern wirst. Was tät es an dein Hort, wenn du immer so in Angst leben musst, wenn du immer so abpassen musst, dass du den Baum nicht aufdrücken wirst, dass der losgehen wird. Das ist eine Person, die du vielleicht wirst verdrehen, wenn die nicht so viel in dein Leben wird. So stell die wieder auf an. Nummer 4, das englische Wort ist die Bully. Ein Bully, das sind, wird bloß immer Kontrolle nehmen über die kann abusive sein zu die merkt die immer Angst, die kann die immer bloß durchrennen, und das besonders manche Menschen.
immer die bloß dooraan und immer die bloß te nisch merken. Ik weer nog maar in kindergarten, nog maar ganz klein op Jaltje, en dan hoor ik al een bully. Hij weer winks in de derde klas, waar ik kraak weer in Luten deed. En we woonden in een stad, waar ik immer meerdere blocks te voet gaan moest, waar ik eerst thuis weer. En zo voordat het schuldig weer, dan probeerde ik allemaal bloß uit angst zijn huis te komen. Waar hij eruit zijn, en hij weer immer met zijn groep vrienden op. En immer mich uitlachen en mich zu nichts merken. Aber ich habe Angst, dass das noch mal eins noch mehr wird geben, was die wieder an mich andun. Und ich fand auf einem Block eine Kirche, was Trappen hat, hohe Trappen hat zum den Angehen. Du hingen die Trappen, du lehre ich mich zu verstehen, dass die mich nicht finden wird. Aber so eine Person ist das, die immer am Leben haben, dat kann das Leben so schwer machen. Die Säule, die wird Tag für Tag immer wieder frisch beschädigt. Und das kann nicht mal wirklich mal ganz gehalten werden, wenn das wird futsch vom Frischen immer wieder verschnitten. So eine Person ist das ist wichtig, dass wir die noch mal sie tun für eine Zeit lang. Nummer 5 haben wir die Person, die gebunden ist an Dinge. Vielleicht ist es ein Alkoholiker, oder ist an Drugs fast, oder so eine Dinge dort. Der Hand in Weg von mit Menschen umgehen, was sehr negativ ist und was sehr viel weitergeben wird. Und so even so eine Person ist dort. Vielleicht hast du einen Freund, was hat angefangen, Dinge zu tun, so eine Dinge ist das, und die ist den Freund schuld. Aber immer wieder, wenn du mit dem Freund taub bist, du fällst die bloß raufgereden. Dann ist es vielleicht Zeit, den Freund loszulassen. Want noch so weit, aber kijk mal, Gott will die beschützen. Gott will das Beste für die. Und dort meint noch mal, wollen sein, von welcher Person loszulassen. Dann Nummer 6 haben wir die Person, die immer so sehr negativ ist. Alles, was die sagt, das ist eine schlechte Seite. Die ist sehr vergrünzt, die jammeriert über so viele Dinge immer. Die hat nichts, wo die dankbar für ist. Und basically, das kämpft durch, wo die ganz ladig hatten. Und wenn wir uns ein Beispiel nehmen, das kann vielleicht eine Person sein, in die Familie, vielleicht eine Schwägerin oder eine Schwester, was immer. Und was du mit der taub, das habt die ganz ladig. Und die kommen bei jeder Weg taub, als Familie, vielleicht als Frühmenschen, nicht? Und den Tag fällst du die immer ganz ausgewrungen, wenn du da nicht in Haus warst. Da würde ich sagen, mit dir gut geben, das. Nicht alle Weg die Hand fahren. Oder wenn du durch Hand fahren das, du brauchst du gleich einen Tag überbleiben. Du weißt, was du verdrehen kannst, du weißt, wie viel du annehmen kannst von das, und du weißt, was der Mut ist. Dann ist die Person Nummer 7, was einmal allen beschuldigen hat. Diese Person hat noch nie nicht was anderes getan. Und der wird immer den Nächsten beschuldigen für alles, was er angeht. Und du kannst auch eine Gefahr sein, dass das meins alles immer was deine Schuld sein, wenn bei dir was anderes gegangen ist. Diese Person, die trifft immer die schlechte Nubasch. Die fängt nie nicht die rechte Gruppe Menschen mit zusammen, die tun endlich immer alle da. Und so, das ist der, was immer beschuldigen wird. Stell dir wo in den letzten Kranz nennen. Nummer 8, der wird immer plüdern wird. Und ich würde wollen sagen, wenn wir das hier nennen, das ist nicht um des Menschen dulran, aber wir wollen aufmerksam sein und anerkennen, dass wenn ich so eine Person ist, das in meinem Leben habe, die sind giftig für mich, die kann ich nicht verdrehen, nicht mit so einem verwundet Hort, als ich gehört habe, und so empfindlich als mein Hort ist. Je wieder wie gehalten worden, je besser kann wie was Menschen verdrehen im Leben. Das meint nicht, dass wir dort alle Matten drehen, aber je besser kann wir dort. Der wird diese Sache plüdern, die sind immer zu alles neugierig und die wollen alles weiten von allem. Für mich persönlich, das ist eine Person, die mich sehr leichtladig haben wird. Ich will euch bloß einmal von anderen Menschen reden. Ich will euch bloß einmal plüdern von anderen Menschen, so das hat mich ladig. Und so, wenn die das dort gut wird, dann ist das vielleicht ein Freund, was du loslassen magst. Nummer 9 haben eine Person, die sehr hochmütig, prideful ist.
das ist immer reich. En du, wo du nog gaan was, du hast die al was. Dort, wo du nog doen was, dat heeft die al gedaan. En dat is zo vol van zichzelf. En doordat ik mal, die benimmt sich manche Menschen vielleicht immer ein bisschen so, wenn du keiner beter ist als sei oder heu. Und das schwor mit so einer Person taub sein, wegen dort merkt die säuerlich so voll mit die Asset bloß nicht. Und wenn du so eine Person in deinem Leben sind, dort ist besser nicht so viel mit dir zu tun haben. Wenn Gott will nicht, dass du so hochmutig werden und so hoch denken von dir, aber Gott will haben, dass du eine Leuwe haben für dich selbst, dass du confident bist, dass du vorwärts gehen wirst und tun, was Gott will haben von dir. Und dann die letzte Person hier, Nummer 10, das ist die Victim. Das ist eine Person, die immer das Opfer ist. Alles Schlechte ist noch immer mal bloß zu dieser Person passiert. Und ich weiß, dass viele schlechte Dinge passieren zu uns als Menschen. Aber wir sind in Gefahr, dort zu bleiben. Jesus, der starb am Kreuz, der war durch das Opfer für einmal und für immer. Dat ik en du nicht brücken das Opfer sein. Dat wir nicht da sein, wird bloß immer und immer alles Schwere durchgehen. Heute drückt du alles Schwere, dat wenn ich und du was Schwere kriegen, dat bringen wir Futzen im Kreuz und wir luten los von dort. Aber wenn wir das festhalten dann, und das bloß halten dann sind wir immer die Victim. Und Menschen, die fangen das an zu sein. Immer schut mir bloß was. Immer ist das Leben bloß für mich schwer. Und wie kann ich nur mal sagen, was in der Welt darum uns angehen wird. Das schwer mit so einer Person taub zu sein, wegen der selben Zeit, was der immer die Victim ist, wird er auch sehr negativ. Und so, die wird nie nicht die Frauen, wo jetzt die dort. Die ist immer da besorgt um sich selbst. Und dass die dort auch was weiten, wo dort gehen wird. Und so, das sind some von den Personen, was du vielleicht was machen losluten in dein Leben zum Ende nicht merken. Und dann will ich auch noch sagen, wenn du Dinge in dein Leben sind, was die das Leben unnötig schwer merken, du wirst dir vielleicht mal ein Tützi leihen. Oder vielleicht wirst du von dir mal ein Hof merken und mal der Halb von dort Tützi leihen. Da dein Leben sehen, mit den Menschen, was du sind, mit den Dingen, was du sind, die Arbeit, was du hast, was immer. Und je ziet dein Leben in Freude. Was kann ich ändern in mein Leben, dass mein Hart wird gesund bleiben? Gott hat sein Part getan. Er hat die frei gemerkt, er hat die Heilung geschenkt, was dir fehlt. Nun bist du verantwortlich, wieder dafür zu sorgen, dass dein Hart wird gesund bleiben. Und in dem Moment, wo die Weihe tun wird, bist du verantwortlich, nun für zum Gebet nach Gott zu gehen und bringen das nur an. So, das ist ganz kort, wo du solche Heilung kriegen und wo du dort in der Heilung kannst. Und so, ich will die Mut merken, wieder das durchzugehen im Leben. Und wenn diese Heilung ist, dort von einmal durch diese Klassen durchgehen, dort du hast einen guten Schwung gekriegt, aber die fehlt noch mehr, da will ich die bloß Mut merken, gut nach Ware durch. Da sind viele Dinge, was Gott uns geben will. Und viermal, wenn wir das 2- und 3-mal durchgehen, habe ich noch viel mehr kriegen. So Dankeschön für mich Tauhorchen und Teilnehmen an diese Klassen. Ich will schließen mit einem Gebet. Herr Jesus, wir danken dir für diese Dinge, was du uns geben wirst, und besonders für diese Heilung, was uns heute fehlen wird. Ich danke dir, Jesus, dass du uns Klarheit gegeben hast, und wo wir mit unserer Weide umgehen müssen, und was wir Verändernissen merken müssen in unserem Leben, dass wir gesund sein. Ich danke dir für jede Person, die teilnehmen wird an diese Klassen, in diese Heilung kriegen wird. Und ich bete, dass sich bloß weit und breit in dieser Welt verspreiten wird, dass die Menschen wollen die Heilung kriegen, was ihnen fehlen wird, und Gott, dass du die ihr wirst kriegen, und all das. Wir danken dir in Jesus' Namen. Amen.